Hallo, guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Live von German Dog, unserem VIP-Deutschkurs. Schön seid ihr da. Heute ist das Thema das Referendum und wir werden ein bisschen über Daten sprechen und verschiedene Referenden oder Initiativen auch. Hallo Fabio, schön bist du da. Wir beginnen mit einer kurzen Wiederholung vom letzten Mal, von der letzten Geschichte. Da haben wir über den Öschinensee gesprochen und dort sind wir schon hoch in den Bergen. Ups, Entschuldigung, ich muss das ändern ein bisschen. Das ist nicht die richtige Präsentation. Hier ist die richtige Präsentation von heute. Also, was heißt "That's too dangerous" auf Deutsch, nicht auf Schweizerdeutsch? Was heißt das? Dann der zweite Satz, den wir suchen, ist "Is it allowed to camp in the wild in your canton or in your place?" Und dann der dritte Satz oder besser eine Frage: "When can we grill?" When can we grill? Das sind hungrige Kinder und sie interessieren sich mehr fürs Essen als für andere Sachen vielleicht. Also diese drei Sätze wollen wir übersetzen. That's too dangerous. Das ist auf Deutsch. Ja, das ist zu gefährlich. Nicht nur gefährlich, aber zu gefährlich. In den Bergen kann es manchmal schon gefährlich sein, zum Beispiel wenn wir schlechtes Wetter haben, wenn es viel Schnee hat. Ja, das ist zu gefährlich. Ja. Dann is it allowed to camp in the wild in your canton? Und ich habe im Rahmen dieser Lektion mit jemandem gesprochen und sie hat gesagt, dass sie vor vielen, vielen Jahren, ich denke, das war mehr als 10 Jahren, wirklich dort am Öschinensee wild gecampt hat. Ja, also das gibt's. Das war damals vielleicht weniger ein Problem, weil es noch nicht so medial war. Genau. Darf man bei Ihnen wild campen, also bei Ihnen zu Hause, bei Ihnen in Ihrem Kanton, in Ihrem Land, darf man bei Ihnen wild campen? Da hatten wir Leute aus dem Jura, also da ist der Jura gemeint. When can we grill? Wann können wir grillen? Genau. In der Schweiz sagen wir auch grillieren. Wann können wir grillieren oder wann können wir breteln? Das ist auch möglich, aber in Deutschland brauchen wir eher grillen. Wann können wir grillen? Ja, das ist schön. Oft gibt es in den Bergen solche Feuerstellen, wo man grillen kann, wo es einen Rost gibt über ein Feuer. Da kann man auch mal eine Bratwurst machen oder ein Kotelett. Ja, dann beginnen wir mit unserer Geschichte von heute. Weißt du, wann das nächste Referendum ist? Ja, ich habe schon die Information da. Das ist schon bald, das nächste Referendum. Ich weiß nicht, Fabio, ob du auch abstimmen kannst. Hast du schon Post bekommen oder nicht? Vielleicht ist das noch etwas zu früh. Du musst dich noch einbürgern lassen. Aber das nächste Referendum, das ist schon bald. Guten Abend, Assen. Ja, ich glaube, es ist am 28. September, also es ist noch im September. Ich muss mir schon langsam eine Meinung bilden. Ja. Worum geht es denn? Um was geht es? Dann kann ich fragen, anstatt um was, kann ich fragen, worum? Worum geht es denn? Diese Möglichkeit besteht, wenn wir nach Sachen fragen. Es nicht um eine Person, zum Beispiel
Um wen geht es in diesem Gespräch? Das ist um wen? Um eine Person. Das geht um den Politiker oder um meinen Nachbarn. Ja? Aber worum geht es? Es geht um etwas. Um das neue EID-Gesetz, also eine Identitätskarte, ein Ausweis, der elektronisch ist, ein elektronischer Ausweis. Und es soll ein Gesetz dazu geben, damit man später diesen elektronischen Ausweis machen kann. Bald gibt es vielleicht eine digitale Identitätskarte in der Schweiz. Ich glaube, vor 3 Jahren haben wir schon darüber abgestimmt und damals haben wir Nein gesagt. Das Volk, die Schweiz, hat Nein gesagt zu einer elektronischen Identitätskarte, weil das eine private Firma hätte machen sollen. Ja, und die Schweizer waren nicht glücklich mit dieser Lösung einer privaten Firma. Jetzt wird der Bund, der Staat, das machen und ich denke, jetzt kommt sie sehr wahrscheinlich durch, diese EID. Bald gibt es vielleicht eine digitale Identitätskarte in der Schweiz. Das brauche ich nicht. Wieso eine digitale ID? Ja. Genügt meine Idee nicht? Ich habe schon einen Ausweis. Ich habe schon eine Idee. Ich habe einen Ausweis und wenn ich ihn brauche, kann ich ihn zeigen. Ja, aber mit deinem Ausweis kannst du dich im Internet nicht sicher identifizieren. Ja, wenn du im Internet virtuell oder digital ein Dokument unterschreiben möchtest, dann kannst du das nicht machen mit einer normalen ID. Das geht nicht. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, eine digitale ID. Ja, dann muss ich nicht aufs Amt gehen, ich kann alles von zu Hause organisieren, meine Steuern einreichen zum Beispiel oder so. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, diese EID. Ich finde es eine gute Idee. Wenn wir digitale Dokumente haben, müssen wir auch digital unterschreiben können, sonst müssen wir alles drucken und das braucht viel Papier. Ich finde das eine gute Idee. Ja gut, aber ich bin nicht sicher, ob sie sicher ist. So wie im Fall der letzten Abstimmung, als wir entschieden haben, das geht nicht, dass eine private Firma diese IDs macht. Ja, wir wollen, dass der Staat das macht und kontrolliert. Ich weiß nicht, ob sie sicher ist. Das zeigt sich mit der Zeit, ob sie wirklich ganz sicher ist. Bist du dafür oder dagegen? Das ist vielleicht ein kleines Risiko. Aber bist du dafür oder dagegen? Für diese Idee oder gegen diese Idee? Natürlich, zuerst einmal gibt es ein Gesetz darüber. Ich verstehe diese Sachen nicht so gut. Ja, was das genau bedeutet, diese EID, was man damit machen kann, wer zum Beispiel die Daten stehlen kann und wofür sie das brauchen könnten. Ich verstehe das nicht so gut. Ich brauche mehr Zeit, ich muss mich informieren. Ja, ich muss das noch genauer studieren, was das genau heißt, konkret. Ich muss das noch genauer studieren. Was denkst du? Was denkst du? Das ist eine Frage an euch. Was denkt ihr zu diesem EID-Gesetz? Seid ihr für eine elektronische Identitätskarte oder seid ihr vorsichtig und ihr denkt, ja, lieber nicht?
Wir wiederholen, was heißt I don't need that und are you for or against it? Und dann noch eine Frage. Weißt du, wann das nächste und übernächste Referendum ist? Also das nächste Referendum, das wisst ihr vielleicht, aber das habe ich gesagt, das war im Text. Aber wann ist das übernächste Referendum? Das kommt auch schon bald. I don't need that, genau, das heißt, das brauche ich nicht. Ich brauche das nicht. Ja, ich brauche die Idee nicht. Das brauche ich nicht. Nicht kommt am Schluss. Das ist zusammen mit dem Verb, das gehört zum Verb, also das Verb an zweiter Position und alles, was dazugehört, am Ende des Satzes. Are you for or against it? Ja, gut, Fabio. Bist du dafür oder dagegen? Dafür oder dagegen? Ja, wenn du gegen etwas bist, dann kannst du dagegen kämpfen. Ja, zum Beispiel wird gekämpft Abtreibung für Abtreibung oder es gibt Abtreibungsgegner, die kämpfen dagegen. Also Abtreibung ist, wenn man die Kinder wegmacht. Wenn eine Frau schwanger ist und sie das Kind nicht will, dann treibt sie ab. Bist du dafür oder dagegen? Dort gibt es große Emotionen. Also, noch eine Frage. Weißt du, wann das nächste und übernächste Referendum ist? Das nächste, wie wir sehen, ist am 28. September. Und ich glaube, das übernächste ist schon im November. Ich weiß nicht mehr genau wann, an welchem Tag, aber irgendwann im November gibt es wieder ein Referendum oder eine Abstimmung. Ich weiß nicht, ein Referendum oder eine Initiative oder etwas. Erinnerst du dich noch ans Referendum vom 5. Juni 2016? Erinnerst du dich noch daran? Also ich erinnere mich nie an Daten von diesen Referenden oder Abstimmungen, keine Ahnung. Aber vielleicht denkt jemand, ach ja, ich weiß noch genau, was ich da abgestimmt habe. Das Referendum vom 5. Juni 2016. Nein, ich erinnere mich nicht mehr daran. Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich ab und zu wieder abstimme, aber was war im Juni 2016? Worum ging es denn bei dieser Abstimmung? Worum ging es denn? Ja, Assen, du weißt nicht, wann das übernächste Referendum stattfindet. Das ist ein gutes Verb, stattfinden. Also, ja, zum Beispiel, wenn etwas durchgeführt wird, ja, dann findet es statt, stattfinden. Worum ging es denn im 2016? Es ging um das bedingungslose Grundeinkommen, also ein Einkommen, Geld, das ich bekomme, das ist mein Einkommen. Zum Beispiel, wenn ich arbeite, habe ich ein Einkommen, einen Lohn. Und wenn das, aber die Bedingung ist, dass ich arbeite, dann bekomme ich einen Lohn. Und wenn das bedingungslos ist, dann gibt es keine Bedingungen. Ich muss nicht arbeiten, ich muss nicht alt sein, ich muss nicht krank sein, ich muss nicht etwas Spezielles machen. Ich bekomme das einfach so. Das ist bedingungslos. Entschuldigung, das war eine Initiative, kein Referendum. Das war die Idee von mehreren Leuten und die wollten das in der Schweiz einführen. Das war eine Initiative.
Die Initiative ist immer eine neue Idee und das Referendum ist gegen etwas, was die Politiker machen. Wenn die Leute nicht glücklich sind und sagen, nein, das geht nicht, wir wollen nicht mehr Steuern zahlen oder wir wollen nicht jetzt so viel Geld für dieses Projekt investieren, dann kann man ein Referendum ergreifen. Und eine Initiative ist eine neue Idee. Ja, ich kapiere das nicht so gut. Referendum oder Initiative, was ist was? Für beides braucht man 100.000 Unterschriften. Also man muss 100.000 Leute davon überzeugen, dass das eine gute Sache ist und dann unterschreiben sie. Sie müssen sich auch identifizieren mit einer ID, mit einem Ausweis. Und dann, wenn sie 100.000 Unterschriften haben, dann gibt es ein Referendum oder eine Initiative. Dann kommt es zur Abstimmung. Und wurde sie angenommen, diese Abstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen, wurde sie angenommen, wurde sie akzeptiert? Haben die Leute ja gestimmt? Nein, sie wurde abgelehnt. Die Leute wollten das nicht. Du bekommst einfach Geld, hier hast du Geld, aber du willst es nicht? Komisch. Aber die Initiative wurde abgelehnt. 77% vom Volk waren leider dagegen. Leider, weil es ist schade, weil ich jetzt dieses Geld nicht bekomme, aber vielleicht ist es auch gut, weil der Staat nicht pleite ist, wenn er alles so viel Geld bezahlen muss. 67% vom Volk waren leider dagegen. Sonst würden wir jetzt jeden Monat einfach so 2.500 Franken bekommen. Das ist verlockend, ja? Warum nicht? Sonst, wenn wir das akzeptiert hätten, wenn wir dafür gewesen wären, hätten wir jetzt jeden Monat einfach so einen gewissen Betrag. Ich weiß nicht, ob das genau 2.500 Franken hätten sein sollen oder wie viel das war, ich weiß es nicht mehr. Echt? Einfach so, ohne arbeiten zu müssen, ohne zu arbeiten. Du bekommst Geld und du musst nichts dafür machen. Einfach weil du da bist, weil es gut ist, dass du da bist, bekommst du Geld. Vielleicht ist es gut, wenn man Kindergeld bekommt, weil wir brauchen wirklich eine Motivation, mehr Kinder zu haben auf dieser Welt. Genau, das wäre für alle gewesen, auch für Kinder. Jedes Kind, jeder Erwachsene, jeder Alte, jeder Rentner, alle würden dieses bedingungslose Grundeinkommen bekommen. Jeder, der in der Schweiz lebt. Ja, das Volk fand, es sei zu teuer und schlecht für die Wirtschaft. Ja, es ist immer schwierig zu sagen, was sind die Konsequenzen. Das ist eine Utopie, eine schöne Utopie, aber in der Realität, was sind dann die Konsequenzen? Wollen die Leute dann noch arbeiten? Also das Volk fand, es sei zu teuer. Ich finde es spannend. Wow, das ist eine interessante Frage, die da die Leute beantworten konnten an der Urne. Das ist sehr spannend. Aber schlussendlich bin ich auch nicht sicher, ob ich dafür gewesen wäre. Hätte ich Ja gestimmt oder hätte ich Nein gestimmt? Ich habe gern einfach so Geld, aber jemand muss das bezahlen. Was sind die Konsequenzen? Kommen dann alle Leute aus aller Welt in die Schweiz, weil es da ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt? Also, wir kommen zur Wiederholung. Was heißt I don't really get it?
und was heißt just like that, without having to work. Diese zwei Sätze, eine Frage und ein Satz, wollen wir übersetzen und dann gibt es noch eine Frage an euch. Hast du schon von der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens gehört? Hast du schon davon gehört? I don't really get it ist, ich kapiere das nicht so gut. Ich verstehe das nicht so gut. Ich kapiere das nicht so gut. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Kannst du auch sagen. Just like that ist einfach so. Without having to work. Ohne arbeiten zu müssen. Genau. Einfach so. Ohne arbeiten zu müssen. Bekommt man einfach so Geld. Meine Kinder wären froh. Sie bekommen nicht einfach so viel Sackgeld, viel Taschengeld. Dann, ihr könnt immer noch schreiben, ob ihr von dieser Idee gehört habt, vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ein Einkommen ohne Bedingung. Du musst nichts machen dafür. Du musst nicht arbeiten, du musst nicht zur Schule gehen, du musst nicht deinem Nachbarn helfen oder Schweizer sein. Das ist einfach so. Ohne Bedingung bekommst du das. Bedingungslos. Genau, und wir machen weiter mit dem dritten Teil unseres Dialogs. Es ist schon krass, wie das funktioniert mit den Referenden in der Schweiz. Ja? Ich glaube, ich weiß nicht, gibt es noch andere Länder, die so viele Referenden haben, die über so viele Sachen selber abstimmen können? Ja, es ist sehr spannend, wie das Volk mitbestimmen kann, wie das Volk tickt auch, was sie denken, was sie entscheiden. Es ist spannend. Also das Volk ist der Souverän in der Schweiz. Wir sind die Könige, wir regieren. Und die Parlamentarier und die Bundesräte, sie sind einfach unsere Repräsentanten. Assen, du hast schon davon gehört, vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, es ist sehr spannend. Hast du eine Idee für eine neue Initiative? Ja, vielleicht hast du eine gute Idee, wie man das Leben in der Schweiz noch besser und gerechter machen kann. Vielleicht etwas mit Klimaschutz oder muss man vielleicht das gesetzlich regulieren mit digitalem Detox? Zum Beispiel, dass die Firmen nicht verlangen können, dass du 24 Stunden pro Tag erreichbar bist. Oder wie wäre es mit Gratis-ÖV für alle? Wir haben hier in der Stadt so ein Ding, da können die Schulkinder gratis mit dem Bus fahren. Ich denke, das ist clever, weil sie gewöhnen sich daran, mit dem Bus zu nehmen, mit dem Bus zu fahren. Und später, wenn sie älter sind, haben sie diese Idee, ich habe kein Auto, vielleicht gehe ich mit dem Bus. Wie wäre es mit Gratis-ÖV für alle? Ich wäre für eine 4-Tage-Woche mit nur 6 Stunden Arbeit pro Tag, also 24 Stunden pro Woche. Das ist noch weniger als die Franzosen arbeiten, ja? Wäre das etwas? Würdest du dir das wünschen? Etwas mehr als 50%. Nein, ich denke, das Wichtigste wären kostenlose Mittagessen für die Kinder in der Schule. Oder vielleicht einfach Mittagessen für alle Kinder in der Schule. Man kann sich darüber streiten, ob es kostenlos sein soll oder ob es einfach subventioniert sein soll. Wenn sie gesund essen, die Kinder, dann bleiben sie nämlich gesund. Also
oft hilft das sehr, wenn du gesund isst, dann wirst du auch nicht krank. Oder du wirst schneller wieder gesund, wenn du krank bist. Ah ja, genau, wir haben auch über die Fernsehsteuer abgestimmt, genau, und wir haben ja gesagt. Das Schweizer Volk, vielleicht nicht alle, aber das Schweizer Volk war einverstanden, jedes Jahr die BILAG zu bezahlen, vielleicht etwa 400 Franken pro Jahr oder so, weil wir Schweizer wollen unabhängige Medien. Wir wollen, dass unsere Medien gut sind und uns gut informieren und nicht manipulieren. Darum wollen wir lieber bezahlen und wir wollen nicht so viel Werbung. So sparen wir viele Kosten für die Zukunft. Ja, wenn wir gut und gesund essen, sparen wir viele Gesundheitskosten. In Zukunft müssen wir nicht so oft ins Spital und keine Medikamente nehmen. Ja. Das war der dritte Teil unserer Geschichte. Die Frage ist, was heißt das auf Deutsch? Do you have an idea for a new initiative? Und dann noch Fragen. Zum Beispiel, hast du schon eine Idee für eine zukünftige Initiative? Also das eine war zum Übersetzen, wie übersetzen wir den Satz? Und das zweite hier ist, was für eine Idee hast du? Und dann kommt die nächste Frage. Wärst du für gratis ÖV für alle? Gratis Zugbillette, Zugfahrten oder gratis Busfahrten, nur für Busse oder nur für Züge oder für alle Verkehrsmittel. Genau. Hast du... das ist ja Schweizerdeutsch. Hast du eine Idee für eine neue Initiative? Das habe ich nicht übersetzt. Also das ist etwas Ähnliches wie hier. Hast du schon eine Idee für eine zukünftige Initiative? Dann, genau, Fabio. Dann, was hältst du von der Idee einer 4-Tage-Woche? Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie dann nur so kurz sein soll, also nur 6 Stunden pro Tag oder 8 Stunden pro Tag. Das wäre auch schon 80%, nicht 100% gegenüber heute. Was hältst du von dieser 4-Tage-Woche? Ich finde das gut. Ich kann mir nicht vorstellen, 5 mal 8 Stunden pro Tag wirklich zu arbeiten, zum Beispiel am Computer zu sitzen. Ja. Wärst du für gratis Mittagessen für die Schüler? Wärst du dafür oder dagegen? Wie organisiert ihr das mit dem Mittagessen zu Hause? Wer kocht? Geht ihr nach Hause? Esst ihr irgendwo in einer Kantine oder so, in einem Restaurant? Wie organisiert ihr das mit dem Mittagessen? Als ich Lehrerin war in Murten, bin ich oft in der Schule geblieben über den Mittag und wir waren mehrere Lehrer, die da blieben und einmal pro Woche sind wir ins Restaurant gegangen. Natürlich nicht jeden Tag, das kann man sich nicht leisten, jeden Tag einfach ins Restaurant zu gehen. Das würde viel kosten, aber einmal pro Woche gingen wir zusammen ins Restaurant. Jetzt bin ich meistens zu Hause. Kannst du schon in der Schweiz abstimmen? Oder ab wann wirst du abstimmen können? Dann findest du das EID-Gesetz eine gute Idee oder nicht? Vielleicht hast du ja schon eine EID. Ich weiß, mein Mann kommt aus Polen und da gibt es schon eine EID.
Vielleicht kommt ihr vielleicht gibt es das in euren Ländern schon und die Schweiz ist einfach etwas spät, weil in der Schweiz alles etwas länger braucht. Bist du dafür, immer mehr nur digital zu machen? Was zum Beispiel kann man digitalisieren? Mein Bruder arbeitet an der Digitalisierung vom Rechtssystem in der Schweiz. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil das muss ja total sicher sein. Das sind geheime Akten und die darf niemand sehen, die dürfen nur Insider sehen. Dann hast du auch schon Leute getroffen, die auf der Straße Unterschriften gesammelt haben. Das ist etwas schnell gewechselt. Aber wenn es eben Initiativen und Referenden gibt, dann werden Unterschriften gesammelt. Hast du schon Leute gesehen, die solche Unterschriften gesammelt haben? Und ja, das bedingungslose Grundeinkommen. Wärst du dafür oder dagegen? Warum? Wem würde es am meisten helfen, wenn alle 2500 Franken bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würden? Wer wäre da am glücklichsten? Und denkst du, es wäre gut oder schlecht für die Wirtschaft, dieses bedingungslose Grundeinkommen? Werden dann die Leute faul und wollen nicht mehr arbeiten, auf jeden Fall nicht mehr 100%, sondern vielleicht eine 4-Tage-Woche? Denkst du, das wäre gut oder schlecht? Ja, und jetzt sind wir da. Die Fragen, das ist die letzte Frage. Wir haben alles beendet und ich lade euch ein, jetzt zum Zoom-Treffen zu kommen. Klickt auf Speaking Practice und ich glaube, das Passwort ist Ernie. Ich denke, es gibt immer noch ein Passwort. Ernie, ich glaube, alles groß geschrieben. E-R-N-I mit Großbuchstaben, so viel ich weiß. Also probiert es mal so oder so. Dann wünsche ich euch sonst eine schöne Woche. All denen auch, die später den Film schauen, den Live, also ganz eine schöne Woche und bis nächsten Dienstagabend. Alles Gute. Tschüss. Macht's gut.